Danke, danke. Schöne Eskalation. Super. Hey, letzte Woche haben sich hier noch alle mit so einem Fächer zugewedelt und heute ist schon besser. Ich glaube, es hat ein bisschen abgekühlt. Und dann funktioniert auch das Gehirn besser, also dachte ich, wir starten mit einer kleinen Challenge in diese Predigt. Ich habe euch ein Video mitgebracht, das werdet ihr gleich sehen. Und in diesem Video siehst du zwei Gruppen von Menschen. Eine Gruppe trägt weiße T-Shirts, die andere Gruppe trägt schwarze T-Shirts und sie werfen sich gegenseitig Basketbälle zu. Deine Aufgabe ist es, alle Pässe der Spieler mit den weißen T-Shirts für dich mitzuzählen, laut oder leise, wie du möchtest. Seid ihr parat? Alle verstanden, was die Aufgabe ist? Okay, let's go. Wer hat dieses Video schon mal gesehen? Hand hoch. Okay, das sind ein paar. Die richtige Antwort sind 16 Pässe. Wer hat das richtig? Okay, einige. Wer hat den Gorilla gesehen? Hand hoch. Etwa die Hälfte? Ich höre schon, was? Was für ein Gorilla? Wer hat gesehen, dass ein schwarzer Spieler plötzlich verschwindet? Hand hoch. Es werden weniger. Wer hat gesehen, dass der Vorhang die Farbe wechselt? Das sind nur noch ein paar. Und du denkst jetzt vielleicht, wie konnte mir das entgehen? Für die, die den Gorilla nicht gesehen haben, vielleicht können wir das Video noch mal kurz abspielen. Dann kannst du dich überzeugen, dass das so ist. Also sie fangen an zu spielen und du konzentrierst dich auf diese weißen T-Shirts. Und jetzt weißt du schon, es kommt irgendwas, oder? Und jetzt schaust du ganz genau hin. Wahrscheinlich zählst du die Pässe jetzt nicht mehr, weil du weißt, dass was kommt. Da kommt der Gorilla. Und alle, die ihn nicht gesehen haben, denken, wie konnte ich den nicht sehen? Der ist mitten im Bild. Und jetzt ist plötzlich ein schwarzer Spieler weg und der Vorhang ist nicht mehr rot, sondern gold. Dieses Experiment wurde zigtausende Male durchgeführt und das Ergebnis ist immer das gleiche. Ungefähr die Hälfte der Probanden verpasst den Gorilla, obwohl er mitten im Bild ist. Und wenn man die Personen befragt, etwa 90% behaupten, ich sehe in diesem Video alles, was es zu sehen gibt. Das Experiment zeigt etwas, was in unserem Gehirn passiert, was sich selektive Aufmerksamkeit nennt. Und in diesem Video merkst du, es gibt dann eine sogenannte Nicht-Übereinstimmung zwischen dem, was du siehst und zwischen dem, was du denkst, dass du siehst. Und selektive Aufmerksamkeit ist was Gutes. Also wenn du den Gorilla nicht gesehen hast, das ist okay. Für alle, die ihn gesehen haben, ich weiß nicht, ob du vielleicht ein Fokusproblem hast, weil du warst ja darauf fokussiert, diese Pässe zu zählen. Also selektive Aufmerksamkeit ist etwas Gutes. Dein Gehirn widmet Dingen Aufmerksamkeit und anderen Dingen nicht, weil es Aufmerksamkeit nur begrenzt zur Verfügung hat und deshalb fokussiert es sich. Du kannst nicht alles wahrnehmen, du kannst nicht alles sehen und du kannst nicht für alles aufmerksam sein. Gleichzeitig ist selektive Aufmerksamkeit auch etwas Verhängnisvolles, weil es bedeutet, dass du auch im Alltag Dinge übersiehst und verpasst, die es eigentlich wert sind, gesehen zu werden. Dein Gehirn widmet eigentlich nur den Dingen Aufmerksamkeit, die es für wichtig hält. Das heißt, es filtert die Realität. Ein Negativbeispiel wäre, wenn dein Gehirn einmal den Gedanken gefasst hat, heute läuft sicher alles schief. Dann passiert es schnell, dass es so ranzoomt auf diese weißen T-Shirts, also auf alles, was vielleicht schlecht läuft an dem Tag, auf alle Probleme, die passieren. Und dann kann so ein Gorilla vorbeilaufen, jetzt zum Beispiel gute Momente, schöne Dinge, positive Erlebnisse, läuft direkt an deiner Nase vorbei und du kriegst es nicht mal mit, weil dein Gehirn so beschäftigt ist auf die negativen Dinge, die passieren und es zoomt seine Wahrnehmung auf das und du denkst, diese negative Wahrnehmung sei die Realität, sei die Wahrheit. Dabei hast du eigentlich nur einen mega krassen Tunnelblick. Das bedeutet, dein Gehirn ist nicht wirklich ein Wahrheitsapparat. Er zeigt und sagt dir nicht alles, was wahr und was wirklich ist. Du kannst deinen eigenen Gedanken, du kannst deinen eigenen Gefühlen und deiner eigenen Wahrnehmung nicht einfach zu 100% blind vertrauen.
weil unsere Gedanken, unsere Gefühle, auch unsere Wahrnehmung sind sehr oft verzerrt, sehr oft eingeschränkt, sehr oft voreingenommen. Wir haben so Fake News produziert, unser Gehirn. Und vielleicht kriegen wir das auf Social Media mehr mit, aber wenn es im eigenen Gehirn passiert, kann es sehr gut passieren, dass das an uns vorbeigeht. Du solltest nicht alles glauben, was du denkst. Ich weiß nicht, was du manchmal denkst. So klassische Gedanken sind, ich mache immer alles falsch. Oder mit mir stimmt was nicht. Ich habe eigentlich nichts Wertvolles, nichts Intelligentes beizutragen. Ich sollte es besser machen, ich sollte mich mehr beeilen, ich sollte schneller sein, ich sollte stärker sein. Mir muss alles gelingen oder nur wenn der Tag genauso funktioniert, wie ich mir das in meiner Vorstellung ausgemalt habe oder die Ferien, nur dann wird's gut. Und nur dann bin ich glücklich und nur dann fühle ich mich wohl. Das sind so Beispiele für solche Fake-Gedanken. Vielleicht fühlst du dich jetzt ertappt, vielleicht kennst du diese Gedanken und kannst sie genau benennen, weil du zum Beispiel immer in genau der gleichen Situation das Gleiche denkst. Zum Beispiel, wenn du mit Menschen redest, die dich inspirieren oder zu denen du irgendwie aufschaust. Oder in anderen Situationen, vielleicht kennst du das. Manchmal wissen wir, was wir denken. Wenn wir zum Beispiel abends im Bett liegen und alles ruhig wird, kommen immer die gleichen Gedanken. Aber es gibt auch solche Gedanken, von denen wissen wir gar nicht, dass wir sie denken. Sie sind so sehr Teil von uns, so sehr mit uns verwoben, dass wir sie gar nicht als Gedanken erkennen. Und dann kann es sein, dass sie sich eher an unserem Verhalten oder in unseren Gefühlen äußern. Ich mache solche Erlebnisse momentan immer wieder im Coaching. Seit ungefähr 2 Jahren, ein bisschen länger, nehme ich im Coaching für mich persönlich in Anspruch. So alle paar Wochen treffe ich mich mit meinem Coach. Und ich habe damit ursprünglich angefangen, weil ich gemerkt habe, bei uns in der Ehe kommen wir immer wieder an die gleichen Momente. Der Dani und ich gehen sehr unterschiedlich mit Konflikten um. Er ist sehr klar und sehr direkt. Ihm fällt es einfach, auszusprechen, was ihn stört oder wenn er verletzt ist. Und mir fällt es gar nicht einfach. Mir fällt es nicht einfach, Sachen klar zu formulieren und auf den Tisch zu bringen, wenn ich verletzt bin oder wenn etwas nicht gut lief für mich. Und was ich auch probiert habe, ich bin da nicht so richtig rausgekommen. Und dann habe ich vor etwas mehr als 2 Jahren mit einer Freundin ausgetauscht und genau darüber, und sie hat mir eigentlich genau das Gleiche erzählt, wie es ihr damit geht, und es war sehr ähnlich. Ich habe mich sehr in ihr wiedergefunden und sie hat gesagt, ja, das Coaching hilft mir mega. Und dann bin ich hellhörig geworden, was Coaching, was für ein Coaching, was macht die mit dir? Und dann habe ich mich angemeldet für so ein Coaching, weil ich gemerkt habe, hey, ich möchte eigentlich gern Hilfe, ich würde es gern besser machen, aber ich komme so ein bisschen an meine Grenzen, ich weiß nicht genau wie und was ich da machen kann. Und dann habe ich das in Anspruch genommen und ihr einfach von so Situationen erzählt und geschildert, wie so ein Konflikt bei uns abläuft, was da in mir passiert. Sie hat viel Fragen gestellt, wie ich mich dann verhalte oder was das für Gefühle bei mir auslöst. Und relativ schnell hat sie mit mir über sogenannte Antreiber geredet. Also Gedanken oder Überzeugungen, die wie so ein Motor für dein Verhalten sind. Dinge, von denen du zutiefst überzeugt bist, die dich antreiben. Und einer solcher Antreiber bei mir war dieses Gefühl, dieser Gedanke, du musst stark sein. Also das bedeutet auch, du musst auch alles selber schaffen. Und Schwäche ist nichts Gutes. Schwäche und Verletzlichkeit sind gefährlich, sind unsicher. Du darfst dich nicht schwach und du darfst dich nicht verletzlich zeigen, das ist nicht gut, dann sind wir nicht mehr sicher. Und ich kann mich erinnern, dass ich einigermaßen baff war. Ich wusste gar nicht, dass ich das denke oder dass mich das so antreibt. Ich dachte einfach, ja, so ist es doch einfach, oder? So, man macht ja die Sachen alleine und ich bin auch irgendwie belastbar und ich kann das ja irgendwie auch. Und ich habe überhaupt nicht realisiert, dass ich so etwas über mich selbst denke. Wir können diese Fake-Gedanken manchmal vielleicht mit ein bisschen Hilfe auch in unserem Verhalten oder an unseren Gefühlen erkennen. Wenn wir immer in den gleichen Situationen ähnlich reagieren. Oder anders gesagt, ist es oft hilfreich, wenn wir jemanden haben in unserem Leben, der unser Verhalten spiegeln darf, der uns so blinde Flecken aufzeigen darf, die wir vielleicht selber gar nicht so mitbekommen. In meinem Fall war das zuallererst der Dani, mein Mann, der mir das gespiegelt hat, dieses Verhalten. Gesagt, ich glaube, das wäre sinnvoll, wenn du da mal drauf schaust. Das ist nicht angenehm, aber es ist gut. Denn wenn wir so einen Tunnelblick haben, ist unsere Perspektive eng. Und es gibt, wie gesagt, eine Nichtübereinstimmung zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir denken, dass wir sehen. Dein Gehirn filtert die Realität. Es arbeitet und rechnet mit dem,
was es gelernt hat. Also aus Erfahrungen, ganz oft in der Kindheit, weil Kindheit so prägend ist, baut dein Gehirn sich Strategien und Glaubenssätze, mit denen es dann arbeitet, mit denen es rechnet im Alltag. Und das ist auch nichts Schlimmes, das ist ganz normal, das gehört auch dazu. Und jeder hat also seine eigene Geschichte und wir wissen alle, im Leben läuft es nicht immer ideal, aber das Gehirn arbeitet mit dem, was es kennt und was es gelernt hat. Und bei mir hat es sich sehr oft gelohnt hinzuschauen, wo kommt das wohl her? Wo kommt dieser Gedanke her? Warum denke ich das und noch viel mehr, warum glaube ich, dass es wahr ist? Also diese Erkenntnis, okay, ich denke, ich muss stark sein und wenn ich schwach bin, bin ich nicht mehr sicher. Wenn ich schwach bin, ist es schlecht. Wenn ich verletzlich bin, bin ich nicht mehr liebenswert. Und mich so ein bisschen von dem so einen Schritt zurückzugehen und sagen, okay, das denke ich. Aber nur weil ich das denke, heißt nicht, dass es stimmt oder dass ich das glauben muss. Das schafft so ein bisschen Distanz zwischen diesen eigenen Gedanken. Mein Coach hat mich damals gefragt, was wäre, wenn deine Freundin sowas über sich denken würde? Würdest du dem dann auch noch zustimmen? Für mich war das so ein mega guter Realitätscheck, zu überlegen, wenn meine Freundin oder mein Freund diesen Gedanken hätte, den ich habe und den ich für wahr halte, würde ich ihr oder ihm auch zustimmen, dass das richtig ist? Oder würde ich dann merken, hey, da stimmt irgendwas nicht. Du musst nicht alles glauben, was du denkst, aber die Frage ist, was glaubst du dann? Keine Lösung ist, sich selbst zu sagen, glaub das nicht mehr oder denk das nicht mehr. Der Jonas Friesen, der jetzt bei uns im ICF für Beratung und Seelsorge angestellt ist, hat mir letzte Woche im Office gesagt, unser Gehirn versteht keine Nicht-Sätze. Also dir einfach zu sagen, glaub das nicht, tu das nicht, denk das nicht, funktioniert nicht, weil das Gehirn das nicht versteht. Die Frage ist, okay, wie kommen wir denn raus aus diesem Tunnelblick? Und im Philipperbrief, finde ich, liefert Paulus eine gute Blickrichtung sozusagen. Er schreibt an die Philipper, an diese Gemeinde dort, im Kapitel 4, Vers 8. Er schreibt, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr sind. Er macht eine Aufzählung, die wahr sind und gerecht und achtenswert. Wir bleiben mal bei wahr. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr sind. Diese Worte schreibt Paulus an eine junge Gemeinde in Philippi, die gerade ein bisschen mit Konflikten zu kämpfen hat. Sie erleben in der Gemeinde innere Spannungen und Streit und negatives Denken. Und dieser Vers ist für mich persönlich eine gute Erinnerung, wenn ich das im Inneren erlebe, was diese Gemeinde nach außen hin erlebt. Also wenn ich das Richtige, wenn ich die Wahrheit und wenn ich das Gute nicht mehr erkenne, im Lärm und im Chaos meiner eigenen Gedanken. Richte deine Gedanken auf das, was wahr ist. Wenn du ein Christ bist und dich als Nachfolger von Jesus bezeichnest und eine Bibel besitzt, hast du einen klaren Vorteil, wenn es darum geht, deine Gedanken auf das Wahre zu richten. Die Bibel ist ein Wahrheitsbuch. Da stehen so viele Wahrheiten drin. Und ich mache nur ein paar ganz wenige Beispiele. Wenn wir denken, ich bin nicht gut genug für was auch immer. Ich bin nicht gut genug als Mensch. Psalm 139 kannst du durchlesen und ausbeten. Da heißt es, du bist wundervoll gemacht und einzigartig. Wenn du andere siehst und denkst, oh, Gott macht so viel mit ihnen und irgendwie mit meinem Leben hat Gott keinen Plan. Lies Jeremia. Du siehst, Gott sagt, meine Pläne, die ich für dich habe, für dein Leben, sie sind gut. Und ich kenne diese Pläne. Wenn du das Gefühl hast, ich bin alleine und Gott ist auch nicht mehr wirklich da. Josua, Gott wird dich niemals verlassen. Wenn du den Eindruck bekommst, hey, meine Fehler bestimmen gerade so meinen Alltag, meine Fehler bestimmen mein Sein und irgendwie lebe ich jetzt nur noch von den Konsequenzen von allen Dingen, die ich verbockt habe. Der Römerbrief, Römer Kapitel 8, kannst du einmal laut durchlesen. Da heißt es, dir ist vergeben und es wartet keine Verdammnis auf die, die in Jesus sind. Die Bibel ist voll mit diesen Wahrheiten. Die Frage ist, wie landet diese Wahrheit jetzt in deinem Leben? Wenn da im Philipperbrief steht, richtet eure Gedanken aus, dann steht da im Griechischen ein Wort, das heißt logizest oder logizest. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, es gibt ein paar Versionen. Und es ist ein Wort, der aus der Buchhaltung kommt, das ist eigentlich ein mathematischer Begriff. Und übersetzt heißt das so viel wie, rechnet mit diesen Dingen. Richte deine Kalkulation darauf aus oder lass deine Denkweise von dem bestimmen.
Paulus macht so eine Aufforderung zu einer ganz bewussten Gedankenhygiene. Weil Wahrheit will erkannt werden. Und wir können unserem Gehirn dabei helfen, Dinge zu erkennen, weil wenn unser Gehirn Sachen erkennt, fängt es an, damit zu rechnen, fängt es an, sich darauf auszurichten. Auch wenn du diese Wahrheit noch nicht fühlst, auch wenn du diese Wahrheit noch nicht glaubst, kannst du dein Denken darauf ausrichten. Du kannst das für dich alleine machen zum Beispiel, indem du anfängst, die Bibel zu lesen und vielleicht manche Passagen, die dir ins Auge springen, laut auszulesen, laut über dir selbst zu lesen. Oder du nimmst diese Wahrheiten, übrigens oben im Teensraum hing mal ganz lange so ein Poster. So, wenn du das fühlst, liest diese Bibelstelle, wenn du das fühlst, liest die Bibelstelle. Ganz schön, du kannst auch mal hochgehen, das einfach mal abfotografieren und mit nach Hause nehmen. Du kannst im Worship anfangen, die Songs laut mitzusingen. Vielleicht bist du nicht der Sängertyp, darum geht es gar nicht unbedingt. Wir singen unserer Seele diese Wahrheiten zu, die hier auf dem Screen stehen. Du kannst anfangen, das zu machen. Der Hiob in der Bibel oder der Psalmist, sie bringen uns bei, dass wir vor Gott klagen dürfen, dass wir motzen dürfen und unser Herz ausschütten können vor ihm, wenn die Dinge nicht gut laufen, wenn es uns nicht gut geht und wenn wir kein anderes schönes Gebet übrig haben. Und danach wieder der Seele die eigene Wahrheit zuzusprechen. Besonders Psalmen sind vorgefertigte Gebete für Zeiten, wo du vielleicht gar nicht weißt, was du beten kannst, weil dir die Worte fehlen. Weil deine Seele Gott nicht spürt oder Gott nicht sieht, dann kannst du die Psalmen ausbeten. Das sind vorgefertigte Gebete, die du nutzen kannst. Und das bedeutet, deine Denkweise bestimmen zu lassen. Ja, manche Gedanken kommen uneingeladen. Die sind einfach da, du hast sie nicht provoziert und du willst sie auch nicht. Aber das bedeutet nicht, dass du diesen Gedanken glauben musst. Du darfst anfangen, Wahrheit über deinen eigenen Gedanken, Wahrheit über deinen eigenen Kopf, über deinen eigenen Geist auszusprechen. Auch wenn dein Gehirn es noch nicht als Wahrheit erkennt. Außerdem findet Wahrheit Platz in Gemeinschaft. Also da, wo andere sind, die diese Wahrheit auch kennen. Gott spricht Wahrheit durch andere und mit anderen in unser Leben. Weil, nicht zuletzt deshalb, weil andere nicht diesen Tunnelblick haben, den du hast. Die Hälfte hier hat den Gorilla gesehen. Du hast ihn vielleicht nicht gesehen. Mir hat das sehr geholfen, mit meinem Coach diese Gedanken durchzusprechen. Nicht nur zu schauen, wo kommen die her, sondern auch zu erkennen, okay, was daran ist einfach wirklich falsch. Und das Durchsprechen mit ihr, das Ehrlichwerden vor ihr hat mir geholfen, wieder Wahrheit zu erkennen. Ich muss nicht alles schaffen, ich muss auch nicht alles können. Und wenn ich auch mal Dinge nicht auf die Reihe kriege, bin ich es wert. Und bin ich geliebt und bin ich wertvoll für die Menschen, die mich lieben. Ich bin es wert, Hilfe zu bekommen. Vielleicht klingt das für dich völlig logisch, aber für mich war das mindblowing. Du hast vielleicht andere Themen. Aber auch Verletzlichkeit oder Schwäche zu zeigen, das zu lernen, das tue ich mit anderen Menschen. Ich brauche die Gemeinschaft und du brauchst die Gemeinschaft. Und wenn du dich als Christ bezeichnest, als Nachfolger von Jesus, dann hast du das Glück, eingepflanzt zu sein in eine neue Familie, die mit deiner biologischen Familie gar nichts zu tun hat. Du bist eingepflanzt in eine neue Familie, die sich seine Kirche nennt. Und die Bibel zeichnet ein Bild davon, wie diese Familie aussieht, wie sie diese Familie sein soll. Ich habe dir ein paar Bibelstellen mitgebracht. Du kannst sie zu Hause nachlesen, wie du möchtest. Da ist eine Rede von der Gemeinschaft, wo man einander die Sünden bekennt, um geheilt zu werden. Da ist die Rede von Gemeinschaft, die einander aufbaut und ermutigt, die Lasten trägt, die gemeinsam fröhlich ist, aber auch gemeinsam weint. Ich glaube, in dieser Familie, da kann wirklich Heilung und Veränderung passieren. Aber dafür müssen wir uns öffnen. Für diese Art von Gemeinschaft, für diese Art von Veränderung. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche hier warst, als Annelies gepredigt hat und das Interview gegeben hat. Und sie hat das so schön gesagt. Sie hat gesagt, behalte deine Gedanken, behalte deinen Schmerz nicht im Verborgenen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das sagt, weil Gemeinschaft kann auch unheimlich sein. Wir wollen nicht immer gesehen werden. Oft hat das damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind oder was wir erlebt haben.
In unserer Small Group haben wir neulich ein Video über Gemeinschaft geschaut. Da kam ein Zitat von einer Psychologin und da hieß es: Unsere tiefsten Wunden stammen aus Beziehungen, aber auch unsere tiefste Heilung. Ich glaube, wir können in Beziehungen tiefe und anhaltende Veränderung und Heilung erleben. Aber diese Beziehungen fallen vielleicht nicht unbedingt vom Himmel. Sie müssen gestaltet werden und gesucht werden und gefördert werden. Überleg mal kurz, wer sind deine engsten Freunde? Was sind so die engsten Beziehungen, die intimen Beziehungen, die du hast zu anderen? Erlebst du in diesen Beziehungen Tiefe? Ihr redet nicht nur über das Wetter oder über die Sachen, die ihr toll findet oder die ihr gemeinsam habt, sondern erlebst du Tiefe, darfst du ehrlich sein. Ist das ein Ort, wo du über deine Schwächen reden kannst, über deine Sünde, über deine Verfehlungen? Könnt ihr miteinander euch freuen, aber auch zusammen weinen? Kannst du in dieser Beziehung Verletzlichkeit leben? Also kannst du dich verletzlich zeigen? Kannst du offen und ehrlich sein und hast du ein Gegenüber, der dir in Liebe zuhört, der dich annimmt, der dir hilft, deine Geschichte zu verstehen, der dir hilft, deine Gedanken zu verstehen und sie einzuordnen? Es gibt ein berühmtes Zitat von C.S. Lewis über Freundschaft. Er sagt, eine Freundschaft entsteht dann, wenn ein Mann zum anderen sagt: Was, du auch? Ich dachte, es geht nur mir so. Wenn wir Verletzlichkeit in Beziehungen leben mit anderen, dann erkennen wir oft, dass wir ähnliche Kämpfe haben. Kämpfe mit den Kindern, mit Disziplin, mit Geduld, mit dem Ehemann, mit Fake-Gedanken. Und wenn man dann ein Gegenüber hat, was sagt: Hey, Geld ist es nicht gut, aber ich kenne das auch. Und wir wissen beide, so soll es eigentlich nicht bleiben, aber komm, wir beten miteinander. Komm, wir ermutigen uns irgendwie. Wir bauen einander auf. Und das Dritte, helft ihr, euch gegenseitig zu wachsen. Jesus ähnlicher werden zu wollen, bedeutet, ich möchte, dass Gottes Realität in meinem Leben mehr Platz bekommt, dass sein Geist in meinem Geist mehr Raum bekommt, dass ich zu einer Person werde, die mehr lieben kann. Und das bedeutet, ich will nicht aufhören zu wachsen, ich will nicht aufhören, mehr von Gottes Realität in meinem Leben zu erleben. Hast du Beziehungen, in der ihr euch gegenseitig die Wahrheit sagen könnt, in der ihr euch so liebt, dass ihr einander die Wahrheit sagt und euch konfrontiert, so wie mein Mann mich konfrontiert mit den Dingen, die ich noch nicht gut auf die Reihe bekomme. Ich glaube, du kannst schon lange in Kirche sein, aber keine solche Beziehungen haben, weil du vielleicht Angst hast, weil du das bedrohlich erlebst. Du möchtest eigentlich nicht, dass jemand dir so nahe kommt. Vielleicht bist du auch schon verletzt worden, weil es läuft nicht immer ideal. Und auch wenn wir ein Idealbild haben oder ich so ein Idealbild zeichne, dann läuft es nicht immer so. Und wenn es nicht gut läuft, dann kann es wirklich schmerzhaft sein. Aber ich glaube, wenn das gut läuft und wenn wir das hinbekommen und gemeinsam lernen, dann kann das richtig, richtig heilsam sein. Vielleicht kennst du so eine Person und merkst, hey, mit dieser Person möchte ich eigentlich anfangen, ehrlicher zu werden. Vielleicht nimmst du dir vor, in deinen Beziehungen sie mal zu scannen und euch gemeinsam zuzusprechen, hey, das wollen wir eigentlich, oder komm, wir machen das fest. Vielleicht möchtest du mal deine Fühler ausstrecken nach so einer Beziehung. Vielleicht möchtest du dich bei Explore anmelden, da bist du 10 Wochen mit den gleichen Menschen unterwegs. Und vielleicht ist da jemand dabei, mit dem du anfangen kannst, so eine Art von Beziehung zu gestalten, in der ihr beide wachsen könnt und ehrlich werden könnt. Auch mit euren Fake-Gedanken. Aber behalte diese Fake-Gedanken, diese Gedanken und Gefühle, die du manchmal hast, behalte sie nicht im Verborgenen, sondern teile sie mit Gott. Teile sie mit den Menschen, die dir nahe sind, mit den Menschen, die dich lieben und die auch wieder Gottes Wahrheit in dein Leben sprechen können. Ich möchte zum Abschluss gerne mit euch beten und ich lade dich ein, wenn du möchtest, dazu aufzustehen. Vater, danke, dass wir vor dich kommen können und dass wir wissen, du bist der Gott, der alles weiß und du bist der Gott, der alles sieht.
Du bist auch der Gott, dem wir nicht alles erklären müssen, wenn wir manchmal selber nicht verstehen, was in uns passiert. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du sprichst zu uns. Dass du uns etwas aufs Herz legst oder etwas zeigst, was auf unserem Herzen ist, wo wir dir heute abgeben können. Oder wo wir dich um Hilfe bitten können. Oder dass du uns eine Beziehung wie highlightest, wie den Scheinwerfer auf so eine Beziehung in unserem Leben legst, wo wir mehr investieren dürfen, weil du da Segen vorher gesehen hast. Ich bitte dich, dass du unsere Ehen segnest, dass du unsere Beziehungen segnest, dass du unsere Freundschaften und Small Groups segnest, dass sie zu Orten werden dürfen, wo wir ehrlich sein können und in Liebe angenommen werden, so wie du, Jesus, uns in Liebe angenommen hast. Lehre du uns, barmherzig zu sein mit Menschen in unserem Umfeld, die viele solcher Fake-Gedanken haben und nicht wissen, wohin damit. Lehre du uns, eine Gemeinschaft zu werden, die einander wirklich liebt, die einander aufbaut und ermutigt und die einander Lasten trägt.